Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast mit Gilles Pitz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, alles gut? Alles fluffig. Fleißig. Alles fluffig. Nice. Und du? Ma ja, wunderschönen sonnigen Tag. Ja, ich gucke nicht raus, ich klebe da nicht. Das war die auch sonnig. Musste Konfirmation sicher gehen, weil dem Wetter frisch kannst du nicht kleben. Ja, das bedeckt, mir so mal tränt nicht. Das ist schon mal zu Lützeburg ein ganz großen Plus, geil. Ja. Und gestern war sogar noch Alarm Giel oder so gemeldet gehabt für Alarm! Genau. Alarm. Ja, aber das Sonne. Perfekt. Ja. Willst du mehr? Ich will mit dir diskutieren, mein Freund. Was dann diskutieren wir? Heute diskutieren wir über Musik, über Metal-Musik, wie es sich das gehört. Und wir haben als ein paar Albume rausgesicht, die mir auch respektiv von der Allgemeinheit als schlecht Metal-Albumen angesehen gehen. Und wir wollten ein bisschen drüber gucken, ein bisschen drüber philosophieren und schwätzen. Gucken, sind die Albumen wirklich so schlecht, wie die Allgemeinheit sieht, oder ist es einfach so, ja. Ja, das overhated so. Ja, den overhated Faktor wird sicherlich bei verschiedenen zustimmen, also das ist klar. Wo war man eigentlich direkt will hier raus so, dass mehr nennen dat Albume wo nicht gut sind, das Eisen point de vue. Und wenn du Liste guckst, die horrend viel Liste, wo dabei gehen von Most Hated Records of All Time und bla 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 aus der Metal-Welt eben. Da das, ja, die Liste sind sehr gemäht. Ich meine, jeder dabei den Heino lauscht hat, hat bestimmt mindestens 1 oder 2 Alben, wo sie nope, das geht gar nicht, ich kann das nicht leisten. Hilft aber nicht, dass das vielleicht schlecht produziert Musik ist. Sagen wir mal. Natürlich. Oder dass jeder, ich meine, auch Fans von den Albumen, die mal haut abzählen, ne? Nee, wie sicher. Ja. Ich meine, das findest du immer. Und wir haben auch so ein bisschen Mitschmatsch geholt für Sachen, wo wir fanden, dass das vielleicht nicht unbedingt die besten Album aus der Band ihrer Diskografie ist. Und eben noch Albumen, wo du so im Internet eben findest und so lustig, wie es gesagt hast, ne? Ja. Yes. Yeah. Aber dann gibst du Effekt mal hin. Was tust du bei dir? Ganz vieles stehen. Ich lese einfach auf und auf. Das hatte ich mir abgeschrieben. Ja, ein Album, wo schon viel High beschwert ging aus an diesem Podcast. Und wahrscheinlich auch zu den Zeitpunkt von rausgekommen ist. Ein kontroversielles Album von einer gigantischer Metalband. Natürlich schwätze ich über Saint Anger von Metallica. Den Anfang 2000er rausgekommen ist, die große Reunion von Metallica, mam neue Bassist, an den Album as ja total gefloppt, total gefloppt, obwohl er sich verkaufmäßig gut verkauft, muss ich so mit das ja am Numm zur Summe von so einer Band ist das ziemlich offensichtlich. Ja, das hat aber auch Gründe, dass man sich so gut verkauft. Ne? Ich meine, das war ja Metallica war ja so ein bisschen intern ein bisschen zerstritten so. Ja. Da gab es ja auch die Dokus Some Kind of Monster, genau, wo alles dokumentiert gab und so. Und ja, sind sich auf die Summe gerappt, sind ein Album abgeholt. Und vielleicht war natürlich gehypt. Wie klingt denn ein Album? Wie klingt ein Album von einer Band, die sich zusammengerappt hat und sich dann will seriös gefühlt fühlen und vielleicht war gespannt. Also ich kann mich noch erinnern, die Zeit, das war wirklich ein extrem gehypten Album für Release gewesen. Es ist auch an der Zeit gewesen, doch für uns, ich meine, wir haben da als News und alles, was wir von Musik oder so wollten hören, als Zeitschriften natürlich partiell gelesen, YouTube war noch nicht so der Shit dem Moment. Ja, man sieht schon ziemlich alt, wie viele andere dabei sind jetzt noch nicht. Ja. Und ich meine, dass die meisten Leute, die auf St. Anger gewartet haben und sich dabei so gehofft hatten, waren zumindest begeistert, dass es nicht so war wie Load or Reload, weil das war vielleicht sogar, ich finde so ein schlimmer nicht, mit war
war nimi nicht schlimm dat se so die 3 Alben die gi so irgendwie ze summen du huet du opgehalen eben ja. typische Metallica Sound zu verleieren an St enger sollte größten Redemption Album gin vun Metallica wo alles rum sollt gut man an dat huet auch net ganz so geklappt ge nee vielen ich mein, können lo sech eng Stunde wat den Album schwätzen dat ja, ja. gemet ge das kann ich wirklich besuch nimmen über den Album machen Ja. so und, et sind natürlich Sachen auch run die du net unbedingt schlecht sind me ja dat wat direkt an Dauer pickt wann den lauscht das da das natürlich den Sound von der Snare zum ich Beispiel meine das weltberühmt den Blechtrommel Sound von Ja. viel Leute auch klamiert da kein Solo im Album sinn und dat das Songwriting so komisch ass an noch den James der Gesang heinst du so ja weird Decisionen dran getroffen sind so ja dat war eng Deklaration schon bisschen schon mein Mojo verloren me ich ging trotzdem lo nach alles an ich will so klänge wie Demos an dat höchst da verschiedene Lieder rausher mir war zum Beispiel gut war und dat muss ich dann noch für wichtig schalen ass Lyrics waren sau stark just das Lieder einfach furchtbar schlecht geschrieben waren am Mengen ja kann es so ja wie war das lo ein Album vu vielen ne viel werden als Ja. ein rannet ja, das normal erst dann dein so wie ich mir also ich zumindest schon Album ugelauscht die man haut werden durchschwellen war das dann Standpunkt von Haut zu St enger wann der lauscht das also ich lauschtren Balkin schlechter ki Metallica méi schon Metallica wirklich ganz viel gelauscht hat wie viel wëssen wie du woch wees 4 Joren schon einfach de go ich appreciieren ich respektieren die all Sachen ich respektiere noch St engem ich fan den as just schlecht gealtert da wann du da geseis kein Reklam wann du geseis op YouTube wat verschi Leiit kënne mat enger voller Version vu St enger man den Album ëmschreiwen an dem méi no Metallica klinge losen ja das schon erstaunlich ja natürlich könnt an de facto mat dran dass deelweise auch AI dofir benutzt gëtt ass der tri der net mein fir an Keier méi St enger mengenech ass nach steht nach immer genauso bennger op enger Schnittstell ass go net gut ass einfach go net schlecht so dat so ja also gut aus definitiv net ne wirklich nicht so und das schlecht macht mich schlecht gealtert wie du es für rauskommen hast ja dat sinn ich méi wie sicher du sinn ich da war sowieso so du sinn ich mat da ging auch direkt nach schreiben dass den Album hënnerze o sech an ihrer ganzer aller hënnerze net méi steht du als Statement so Mächt so. ganz Diskografie ass einger mussssen okay wann ze vum Ufang eng genial Ufangsjoren mat Black Album wo de kommerzielle Part ugefangen mat Loader Reload und da könnt sein enger an du no könnt Lulu du die 2 Alben wo so bis schreibt man net ja da das nach mit der das auch Das- Metallica das nach Besanchester das genau da kann ich mein der her net habt Studioalbum Ja. Es sind so 3 Nee, ja, den- gemacht mengen so an ihrer Karriere also die Ufangsjoren Black Albumzeit bis zum Split an dann St Anchor Arc war den Ufang stehen furchtbar schlecht an schmengen los sind besser Ja. méi go oder eise go me sie besser wie genau St. genau Anchor, das dem ist gut aber Ja. das us sag an Schmenge wann Leiit dat aber feieren wat sie dat machen das definitiv dat schlecht musikalisch gesinn ne ja. Schon viel zu viel über den Album geschwert ja und sind dann pu die kommen ja das nach genug du das nach ganz viel du. Ma dann front ech weiter und zwar mat der anderer grosser Thrash Metal Band Megadeth Mhm. allen obwohl sie waren die Rivalen just Fans war Rivalen mit das ein Thema für Das ist sich schon ja. dann ist ein Album also ich war ja nie großen Megadeth Lauscher Mhm. 2-3 Albume vielleicht von hinten ganze gelauscht hat also an den heiten hun das vom Titel kommt an schon nur mal die echte gelauscht hat das ist ein Album jetzt immer so löschten von most hated Metal Albums Rümpfens Ja, richtig. das ist ein Album Whisk von 1990 Mhm.
hat den enker ugelauscht dat an ja also wieso mega der Fan ich so einfach open minded rangegangen wo probéiert ass deelweis weird also sinn och echt wie probéiert bis probéiert sech neid ze fannen ge also bisssen die nongscher Joren alternativ Shin bisse gefu ja. sie doch viel die dat so die so dat ze doch bisssen sellout probéiert hunn so für allgemeng schwste ob dat bewusst gemacht gin also net am große ganzen fanchten Album aber och net so schlimm muss ich so also sind pur weird Decisionen dran ja den Dave Gesang kann ich darum net lausren mit das mein Freund wie mein große ganze fand ich net schlecht Ja schon noch enke ganz kurzelächt für mir wird den Album unbekannt im Vergleich zu denen vier Drnen natürlich auch noch vielleicht auch die Rezentlo ich verstehe den Aspekt das Leid den bisschen mi ja die modernen Influenz wo sie du wollten rabringen dass du dat nicht appreieren mit du weißt, Fan sehen gell ich meine ja. auch von mir oder Leute dabeisen deklarieren dass den Album als Gott schlecht die Band zu dem Zeitpunkt egal was waren das ein Album geschrieben und ich denken dass das egal was Band das die steht wahrscheinlich haut nach Hantieren Medien wo sie rausbringen weil aber ein Teil von ihrer Geschichte ist mir schlecht als für mich ernst das also du hast Risk besser wie Saint Anger ja so, ja da voll auch dann so dabei ja gibt anscheinend auch irgendwie Remastered Version ich weiß nicht verfangen ich gelauscht das hun mir anscheinend als Remastered Version allgemein noch nicht schlecht wie die Original Version von Dumulz ne ich weiß nicht was von euch gelauscht hat witzigerweise als Whisk sowohl auch Saint Anger an Schweden den 8. Studioalbum von den Bands ja kennst du vielleicht so dass sie vielleicht gedacht haben, oh nee Metallica oder du weißt ja nicht wie für dich angefangen am Songwriting da soll mal durchgestaltet ja, oh nee Metallica hat noch viel Attention zumindest das hat etwas Fans wahrscheinlich denken von den Engeln sowie von den Namen das ist echt das ja oh nee mir musst du vier und hin bis man an mir so das Spekulation naja ja mehr dann soll man da weiterzählen absolut dann seh mal weiter Menge auch eng Band wo net ganz gut ugesinn ass aus dem ganzen New Metal Genre wo Demos opkommers eng Band wo ich mat erstaunen Demos gleich dat tun an Demos gut von tun an haut mal so en so but why an Schwätzen vun den Mëlle Biskuien Limpiski das schon mal kein okay Album geschrieben weil ich alles von hinnen net gut fannen an denweils findst du auch all hier Alben op so lechten Rimm mir auch du also drin leider de Faktor für mech persönlich Limpiskit de Fred Durst mega komische Kauz auch natürlich auch evoluiert hue die Lätüren Limpiskit mcht im Konzer Limpiskit mcht im Alben sie gut Musik absolut die schilste Front even den schilste Frontmänner wo gesinn schreiben nicht direkt ja aber wie gut ist wie mat der Band groß gehen schen du muss auch gelauscht hat in Schulzeit ne es hat significant other den hatte Stummus mehr ger den Album ne an dann kommt den Chocolate Starfish ein Album den sie noch méi katapultiert huet an Charts wie kein anderen an jeder mit der Album dummes gefeiert an ich hat wo ich den Leech geglascht ich hat mat dummes schon gedicht nee du hast net gut so ja nee was faul war zum Beispiel den Album mat dem ich sie kennengelernt hun war der Chocolate Starfish an der Hotdog Flavored Porter wo so natürlich Songs wie Boiler wo für mich aber noch das den besseren Tracks besseren Tracks stimmt ich weiß nicht der Fred gute Sänger nee der Fred also Showman als Entertainer genau du sind andere an der Band ich mein wie nach schwa immer opgeholt den West Bolland als
ass e vun de beste Gitarristen dobausen an verbringt seg Zeit do das filmsche Rätsel Das ist traurig, ja, das ist echt wie traurig. bësse schon ja Ich finde recht, dass die ganze Diskografie op die Licht setzt. Ich mein, sie sind allgemein groß gehasst an der Metal-Szene. Ich mein, sie echt wie sie nach den USA so gefeiert von Dudes, die so aus den Anfang 2000er nämlich wackig gesehen haben, immer da geblieben sind. ja da so middle-aged obwohl mir auch mittlerweile middle-aged sind Leute, die damals mit denen groß sind, aber nie rauskommen sind aus der Zeit. Ja. So. Ja, aber ich meine, sie haben noch damals vom Hype ein bisschen gelieft, weil das war natürlich auch die Zeit, wo Linkin Park groß dabei war, und noch natürlich der Film. Ich meine, der Film Mission Impossible mit dem Lied, Ja. ein bisschen geliefert wird, das hat denen Tieren abgemäht. Genau. Mehr, ich meine, Lieder wie Break Stuff ging ich nach Lever lauschen. Das war aber cool. Alles anderes, was du nur kommst, gell. Ja, das ist auch echt wie cool, das Lied so. Ja. Das geht, das Das darf hat mir gespielt die gehen. Punk-Allure einfach so. Ja, Alles ja. weg, man, so. Einfach so, egal. Ja, ja. Limp Bizkit, Affaire de Goût. Den Biscuit halt, ja. Ja. Weiter Gehen wir weiter. Und schnell nach ein bekannt oder ein von denen Death Metal Bands, Morbid Angel, die gute Ruf von, geile Ruf von die Band mega gern. Ja. Ja, die hatten auch ein Album rausgebracht, den nicht so gut angesehen ist. Mhm. Von 2011, den Illud Divinum Insanus. Mhm. Ein wirklich weirden Album, aber wo stehen die echt gelauscht haben, ich mich gefreut, was lief, was ist das da? War Album, mega, ein Death, ja, mega experimentell. ja, das ist echt, ich habe viel wie ein Death-Album, Death Metal-Album, der probiert, ein Industrial Rock-Album zu Ja. singen. Und das nicht verbieten. Und Ja, ich weiß, ich schreiben da doch direkt, weil ich hatte auch ein paar Sachen noch gelauscht, mir war den Album lo nicht super bekannt, mir sind die alten Sachen natürlich besser bekannt doch. ja. Das so, du sitzt wahrscheinlich in einem Raum so, boah, wollt schon nicht von dir Ministry hören? Komm, wir machen das. Ist ein bisschen so, ja. Und die Plan aber. Ein bisschen. Es war damals auch mega gehypt, Kind. Das war den ersten Album 8 Jahre nur dem letzten. Außerdem war das ein Album, wo den David Vincent rum dabei war, hier ein ursprünglicher Sänger, den rum dabei war. Ne? Natürlich waren die Leute gehypt, ne? Du wirst, was lief, was könnte du, gell? Und Ja. da kommt das, gell? Das war natürlich so ein falsches Gesicht für jeden damals. Ich muss so, bei dem dritten Album, ging ich selber so, ich schon den Album nicht gern. Ich fand net gut, das wenig Trupp, wo ich kann so wo ich was Positives kann drüber so ganz ehrlich. Ja, Das so mein Fakt. ja, et ginn definitiv besser Alben an die méi Walle hunn an méi ja wie net ze also méi eng besser Reputationun hunn wie Ja. do. Ja. Ja. Sollch dann och nach App soen kann so net Ma du. och ein Album wo obwohl ich muss so dat das lo mei pick weil die meescht löschte wo ich gesinn hun net fir sich zu inspirieren mir bis zu gucken weil andere Leute denken den Album as net drop me es schon von der gigantastischer Thrash Metal Titane Band Slayer ein Album geholl Diabolos in Musiker wo firchte Käier an der Geschicht vu Slayer Richtung moderne Sound gegangen ass also ich bist von dem allen net ze trennen me so ein bisschen die Mixtur dat schnell an der trashcht wie dat bekannt sinn mat méi Atmosphäre méi Modernität ich denken dass se do sech vielleicht auch ein bisschen zu viel und weißt du, so New Age Black Metal Bands nennen einfach mal so ich grad einen neuen Term von vielleicht auch ein neue Genre wie wis Dimmu Borgir du hast ganz viel von Dimmu Borgir so Cradle of Filth Anekdoten du dran ist dann so nee dat tut man mehr persönlich gut nicht gefallen dann muss ich so gesund den Album wo viele Lüchte steht God Hates Us All fanden ich
obwohl et nach méi modern ass vielleicht the most underrated Slayer Album bis haut den Gott hates us all meinst Ja. du ja den huet alles richtig gemäht oder schmengen Diabolos die Musiker wollt dat sinn met waren net reif genug an also dat das den Album woch irgendwie total immer ignoriere weil mich gut net uschwätzt so ja et war Diabolos Musiker war witscherweis mein zweiten Slayer-Album den ich dummer zine gelöscht hunn Gott hates us all war den echten an Domuls hatte ich den Album net schlecht fand also den Diabolus so nicht mal das war auch schon lang hier also das war auch so in den Ufang 2000 war das gewircht ja klar das war auch so den Sound ein bisschen ich muss gerne gelöscht tun ich weiß nicht was Slayer freier gemacht und hatte ich keine Ahnung aus der hautischer Perspektiv ja das net gut gealtert das du nicht gut guckst, gealtert, nee. das net furchtbar aber ja sie wollten alle abs Neues probieren sie wollten ich weiß nicht ob sie Steck von dem New Metal Koch wollten aufholen oder von dem Alternativ so ich keine mir klingt es ein bisschen so wie wann Ja. das net gut kommen das klingt ein bisschen uninspiriert was sie da gemacht haben Ja, das ist ein bisschen, also Tracks hat Lyrics, du liest sich, okay, das ist mega Dave, aber musikalisch ist ein bisschen flach für Slayer, muss ich sagen. ja Ich finde auch, das Songwriting ist ein bisschen so ja. Ich meine, ich kann mich noch just für eine Anekdote abzumachen, für eine Klammer abzumachen. Also, Slayer, vom Album God Hates Us All, Disciple, gell, den Opener von ja also ja. das war what the Das ist hell geiler hast du Track. gehört? Das ist ein geiler Track und der ganzen Album aus mengenisch ziemlich underrated für Ich fand den auch underrated ja der war dummes auch nicht so gut kommen wo rauskommen hast ich fand den aber ziemlich cool muss ich sagen ja, doch ja wir sind nicht häufig gut Album zu schwätzen nee wir mussten damit Shitstorm verbrennen komm gib mal Immer den nächsten weiter. Nummer. also du mir mal da kommen wir lo zu auch zu einem infamous Album von Celtic Frost und natürlich was nicht von Cold Lake ja den Album ja wo Celtic Frost probiert für Glam Metal zu das machen ist- ich nenne net probiert hun weil das net wirklich Glam Metal und das auch echt wie sonst nicht ernst das ja also wie gesagt die probiert Glam Metal zu machen so probiert also den Tom Warrior doch probiert ein bisschen den Gesang river zu kreieren Minute Ja, wie- Stimme auf nicht wie- viel wie Mötley Crüe, gell? ja gesagt, nicht stimmt einfach nicht viel und dafür klingt das ein bisschen wie ich weiß nicht wie man Dark Throne Glam Metal geben machen da klingt da gibt es ehrlich klingen Mengen nicht Boah, das- oft mengst du ich weiß es nicht Boah, das ist Spekulation mehr für was nicht ja ich weiß dass die groß Celtic Frost Fans sind du für Ja. kann das sinn me ja also den Album hat für mich nie wirklich funktioniert ich will nicht so das auch nicht das schlechtesten Album von der Welt ne pur solid Riffs dran Tom Warrior hat immer gut Riffs geschrieben gell egal wie Ja. und egal wo me ja also an ihre Diskografie als definitiv der schlechtesten aber ich gebe aber auch so dat dann am größte ganzen overhated aus Und das gell. overhated. nicht Ich fand ihn furchtbar. noch- ja. Ich fand das trotzdem obwohl er net gut ass musstet aber ein Ke lausren mengen ja für der Band ja gerecht schwört- zu es schwört er nicht Nee, Es schwört schwört er hier nicht. nicht ja. Ich fand das so ziemlich wie für eng Band wo bekannt das für Black Metal zu machen an ziemlich deichtre Scheiß zu machen oder as dat do ein ziemlich faweschen Album auch von- definitiv. der Riffness hier und so auf dem Cover schon auf dem Ja, halb auf der CD hat ja ja mir auch schon das war schon wie colorful die Albume für run die waren Ja, auch ja, immer ja. ziemlich düster gehalten also. Ja, das ist richtig. Aber ja, bei mir war das also was hat ich meine Monotheist und sie kennengelernt und das war ja auch die letzten ne und das war meester Weg im Vergleich gell auch viel mit Doom und so mir denn do als ja ein nass halt do wo nass mir kriegen nämlich fortgezaubert nee nee mit so nicht schlimm
das ist nicht schlimm das halt du so ja kann ich so dass du so kleinen Schmutzfleck op ihrer an ihrer Diskografie von ihrer Diskografie ja kann ich mal so ja kann ich mal so sind noch kein groß Diskografie ne ich mein du hast seit 2006 das Beispiel kommen hin ja wie weißt, das war das aber wie weißt, Metalwelt kann den immer im River raschen ich weiß auch nicht wie Celtic Ja. Frost im Jahr 2024 oder 25 ging klingen mal schauen ne? ja Und da gi wir bei en anderen Album wo ich mal schwer getun am Englisch zu machen weil man echt mal ganz viel schon drüber geschwar hun an weil am Gesamtwirk net schlecht das just ein passt net an Diskografie wo die Band bis hun gemacht hat an natürlich schwätz nicht vom famosen Splitpoint von Opeth wo Opeth gemengt huet mehr silo eng psychedelic Rockband an de Michael Eckerfeld huet gesot Ech screame nie méi also op Live-Shows reduzéieren ech Songauswahl just nach déi wo ich will man respektieren zu 100% ja me ja das der grösse me das darf Fans wollen ne? Also ja die alle Songs natürlich ich mengen natürlich Blackwater Park still live gigantisch Alben geil an oder die lächten eben die lächten Scream Album nennen man einfach mal so wo gegrollt dann wo richtig Watershed as drop also as die lächten Album dafür drohen aber wenn du dann so Dokus guckst an dat mischt mich dann ein bisschen traurig weil du kritisch bisschen ja bisschen Jahre Mainpay Vibes weißt du, so wo den Ackerfeld da seht so er hat den ganzen Opeth Album fertig mit hue dem zuviel no Opeth geklongen hueten alles de Lied an du den Harvest geschrieben ja ich respektiert Heritage pardon wat du nicht gesagt Heritage Harvest Heritage ja das Lied das richtig nee an du den Heritage geschrieben an du ja an Heritage as guten Album mit das definitiv ki guten Opeth Album ja Me, das ja. auch mein am mansten Go Back to Album von Opeth definitiv ich schon zweimal gelauscht dat vielleicht wegen Leben so das kein schlecht Album das wie du sest ne ich mein das musikalisch das gut das trotzdem da tut so ein düstere Vibe Media das so ein psychedelic Rock Album Rock Metal Rock Album wisst gehasco ja das ist Schock für Fans gewesen kann ich verstehen bis haut nach Mengen haut Alkes van Opeth an effektivse sinn och mittlerweile an engem staatlichen Alter so mittlerweile auch im ganze Coop Personenwiesel intern gehabt iwwerlächt Joren an du as effektiv mir rausch gin schmengen in Kader wir nennen immer solo schon gell an Fans hoffe nach immer dass de Michael egent andere Menke grow denn das Drifts mir heavy gin an Ech schmenge net dass dat wird passieren ich schmenge noch net den Album eben Heritage huet eben eng fast bei ihnen agelaut wie du sest vu Fans bisssen so ganz viel Fans oder all Fans verloren es sind aber ganz viel Leute aus der Prog Rock oder Psychedelic sind dabei gewonnen weil sie eben Karimo und Szenewiesel hatte ge dat respektiert 100% me ich verstehe aber auch dass Fans do bisssen so wat der Deivel aus der tote ge das ist einfach das nicht einfach dat ze verkraften an dat ze akzeteiere Fi allem ge wees dass vier Drnen keine Ahnung ge Orchid nennen mat Alben alle Gu du kannst noch besser wiesch ge du ist ja die Band verschoss 3000 ge sind alle gut also von Orchid bis Watershed das schlecht Album dabei ge von den neuen Albumen Heritage Pell Communion net wirklich Spal bei Schneidensreck den de pu von auch für die anderen zwei aber ich kinder echt bei denreck wie du bei die anderen so bei den neuen gene ich Mann wie bei Sorceress für den wie
den dumischen Black Sabbath, den oldschool Black Sabbath Vibe eben net grad so hart. Ich menge so gut man so Appskaten se Leiit zufriedestelle, wann se lo den nächsten so rausbringen. Me war dat nächste bei ihnen net. de geilen Killer Wif am Titeltrack am Ufang immer eng out ge genau awesome stuff nur geil Bands das ich verstehen se ich mengen wanns natürlich ke Bock mir Death Metal zu machen verstehe ich dat war logische Schritt für sie gewot aber logische Schritt das natürlich für Battlefans as dat bis schwert muss mat den Album liewen die man hunn von hinnen an das natürlich alles immer méi wie geil dat ze hunn mein das ein geil Legacy wat mal los hun bis schwert Me ja de Show must go on her an mé Bauch mech Comedy schaffen du herst doch schon weird ich kann net beaflossen mir zähle weiter dat war dein Tisch das rum mir an ech komme lo noch matfle enger ganz bekannt mat der bekannteste Black Metal Band aus der norwegischer Ära der Mayhem habt die Basis ja die deren Ruf ne bekannt as wie hier Musik schon ja da kom nicht ma am Album den damals auch immens zerabginnners gehasginnners dat das Grand Declaration of War de große Nofolger von de Mysteries um Satan aus der 6 mich später rauskommers ja nie all die große nach den Hellhammer an wenn das nach den Necrobutcher so nach der mengenisch du war auch den Maniac der war Sänger gewircht den damals schon bei Deathquash mat opgeholt huet witzigerweis an ich verstehe dat den Album dummels zerabgin ich muss auch so ein och apps neies probéiert ne ich mein dat war ein Album was rauskommen du Chemi von der aller norwegscher Black Metal 10 geschwar gehabt an fan auch so Band wie sie also dann urologische Schritt bis weiter zu entwickeln das aber also das ist net mein Lieblingsalbum nee definitiv net aber das kein Katastrophen einfach so aber wo die gelauscht hun schmockcht ne du gefällt mir gu net ge Schatten du haut gelauscht hat fand das auch overhated definitiv schon Passagen drop so ein zu Passage wo kein Musik spielt wo den am Hintergrund schwätzt so ambient dann so dat fand ich dat gefällt bei der Raum da fand ich ganz lüch aber so Punkto Waves Punkto Gesang aber geil shit drop teilweise geil fand ich aber schon cool mehr das auch bei weiter net mein Lieblingsalbum so große ganz dat kann ich schon erschreiben spengen sind noch kein gigantisch groß Diskografie mehr sie bekannt für Apples an wann ze dann natürlich bisschen aufschweifst identisch wie bei Opef da kann dat mal han las go dat geschmengen gin wesentlich schlimmer Alben aus dem Black Metal wie der tote ge große ganze fan ist sie auch eng overweighted Band so bisschen dat was wie soziieren méi wie von ihrer Musik von dem Crime an die ganzen assoziierten Dingens genau gi besser Black Metal Bands die noch immer aus der Zeit soll ich dann noch mein schon dem ich dann nicht mehr sto du hast nach hast so du noch alles Material mein Freund alles Black Sabbath as bekannt fir den OG Metal zu gründen also zu aufhannen an zu shapen an Schienen zu lehnen bis haut fir de Leiit also fir Meich geht so voilà, so gut Metalmusik me dann holt der Matt mat der Welt das Black Sabbath an Sängerin natürlich Ozzy Osbourne Ronnie James Dio ganz Kubaner an du war auch eng Periode dabei wo gewissen Tony Martin gesungen huet an den willen
Wellen 80er nennen man einfach Well 80er an Ja, un kann so. Ein Album gemäht den Headless Cross geheescht huet. Wieso nicht den Album noch mehr? Ich muss sagen, den Album gefällt mir persönlich ganz gut, weil die paradox ist für das Episode mehr. Den Album an noch den ich mein, den kennt du no oder war für drin ist immer noch nicht sicher Tier wo den Tony Martin auch singt die gehen regelrecht zerfetzt gell an der Metalwelt als das schlimmst was Black Sabbath je gemacht hat an dat will ich muss stark so in sinne Schnitt mat d'accord also Headless Cross with mega tightes Songwriting me Black Sabbath hat auch probiert eben mat den neue von Haut mat zu halen an ihre Sound unzupassen Ja. an so et war zwar noch immer hart mit den ja ich will nicht so glam aber den Hauch von kommerziellem Glam wat de Glam zu viel huet hun sie sich ganz bisschen Licht aufgekratzt an dat an P-Version konvertiert dann du hat eben Alben wei Headless Cross gemacht an den Tony Martin probiert mat allem wat kann und den Ronnie James Dio runzukommen an für mich ist dat erstaunlich dass dat so gehasst das weil ich den Album richtig geil fand gell ich kann het net verstehen für wat das dat so mit den anderen Fans sind schuld ich meine sie wollen just Apps an mein Kind andere Alben wo zum Beispiel den Ozzy dabei also dat die lascht ihre Fetisch gegangen das war so Sabotage ne was Sunday Bloody Sunday also dat ne das von YouTube Nee. Sabbath Bloody Sabbath, also, ja. okay, ja. Dat war och also de ging so gut nach 14 also na den as net deck an da ging ich nach lewer dat Teil aufstrom muss ich sagen. Okay. War schon Sabbath, Bloody Sabbath fand ich da aber gut und ich also davon also den Album die ich geil von so ja für zu Dingen zu kommen Headless Cross ich habe einen Titeltrack kannt gehabt und ich immer stark Liedfund gehabt ich fand den Albumbesuch definitiv overrated. Das ist nicht mein Lieblings Black Sabbath Album also auch gut dass wir sehst das ja ist geil Riffs dran definitiv geil ein gut Gesang stimmt ich mein, ja das du mischt hat vielleicht der Fans du uns gefehlt die Atmosphäre die so immer gemacht ne das war halt schon ernst das war wirklich mir so ja klassischen Heavy Metal wat vielleicht Nuance vom Glam mal dran so ja was aber stabilen Album ne da kannst du aber nicht gehen so da fand ich auch zum Beispiel selbst wie weil ich ganz schlecht den Black Sabbath Album fand aus Born Again ja ja okay ja da war dann Ian Gillan der war der Sänger ja den hat méi recht gehasst gin mit den Leute fallen war ganz okay ge kann ich auch nicht gehen schmengen du hast bei mir den de Fett das nie großen Freund vom ja ich will nicht so nie große Freund vom Ozzy war mehr den Ozzy war immer so just okay für mich schon nie wirklich ger gehabt an den Dio natürlich das the man gell ja mir war op dem Album eben pressiert war de Fett dass den Tony Martin hast doch am Titeltrack raus je probiert wirklich sing longen du zu schi vier we den Ronnie James Dio dat geht net unbedingt gell? Nee ja so gut wie jeden klingt der Ball voll net muss ich so probiert net probiert an der Menge an as wie doch gesot ist ein Album as overhated underrated an sind noch so froh ich meine das auch mal der Grund wieso ich op den Album gestoß sind Rezent hatten sie nämlich eng remastered Version von der Tony Martin Zeit an da war den dort och dran und dann muss so okay komm probieren so what the hell wieso hast dat so viele Lüchten drop das ist ein soliden Album wie gesagt me wie sie mir schon zu beurteilen genau ja mal kommen auch zu Mengen Lächten für Haut du hast hier drin
die ganze Diskografie von Limp Bizkit gesucht gehabt mal ich so und dann die ganze Diskografie von 6 Feet Under. Oh ja. Ich mengen du ënnerschreibe ganz viel Leiit meng. Ja, eine Band die noch ganz rezent von engem das den Album rausbrucht huet. Ne Monat war für Podich aktuell So Woche, ja. Episode rausken méi ich menggen dats dëse Moun rauskom oder ennner Brill Ja. runm. ja Killing for Revenge. Mhm. Ganz furchtbaren ja also Band das ja mal nicht schlecht ne ich mein Riffs sind cool das simplistischen Ja, das ist mega Slow Tempo Death Metal ne Ja. ohne schlechte gehen fand ich cool me sobald de Bands der Mund op mischt als Chance geil das ist einfach das der River Ja, das ist effektiv genau dat. Das ist schlimm dat so ze so méi das einfach das man net mediocre das einfach just net das ist mies einfach ja, das mies das ja. richtig mies das mies an Das das ist- das göckige Film méi do ich wissen ob je gefiel hat me bei Cannibal Corpse weißt du den Ufang Das war also- ja dat fand den hat damals nee den hat damals sogar ein neue Standard gesagt gehabt für Death Metal Gesang gell? ja Also, war mega aus von damals gell? oh, also Und, schon seg Lachnummer ge ja das ist ein Lachnummer das ist wirklich, ich mein, reaction Videos von 6 Feet Under gell? Leute lachen sich freck dabei ja. ja das ist schlimm also ich hat doch die Lächte just ganz kurz zugelächt dat weil man wussten dass man der Teil ging man ich mein das sind wirklich just den Intro eben bis Lied ufängt also ja bis du siehst passabel mega vergis Ja. langweiligen Death Metal an da fängt hier nun an also just nach nee dat ich kann net nicht lausren nach viel zu lachen das Comedy opfangen. Das ist wirklich das für ein Satir für Death Metal so. Das Und, aktiv dat ja fand ich dann der ganzen ein Album nach ein Grimmel Manner schlimm wie die vu vier Runden neid mehr sagte die Compost geil do war Sachen drop geil da kannst net rausbringen geil das ist furchtbar, nicht geil. klar. Also die letzten Album wo mich bisschen an bedenken gebringt wird für zu so vielleicht das 6 Feet Under nicht so gut wie den dem hat gesucht wird das war Bringer of Death von Das ist auch schon ein Zeitchen hier ne Moment, Bringer of Death was nicht nee, das von Danzig bring auf Platz ich kann alles durchnehmen de war schon so an ich muss auch dazu so ne den hast du auch schon UL Bringer of Blood Ja. wenn so depopéiert dafür dass ich dann demos gesucht und das ein Heavy Death Metal Album scheiß ass da muss richtig scheiß gewicht ziehen ne hallo Lummer nach net von den Graveyard Classics das ist noch geschwärzt, viel gell. schlimm wie Das ist schon ein ganz andere Level für Quinch ja ich hatte die memorable an Erinnerungen an lo wie man für drunter geschwar hun ja Also- ja Fu ist recht so gut fahret net ge nee lasch danke auch die Besuch fertig schon Lautsteinke vom letzten vom vierletzten Album net mehr so die Compost hat lasch dat Lied the News siehst du was du do von der Hals Ech werd dat man da hun Lutz mindestens selbst den nee dann ja vielleicht auch Leute bessen hun dann vielleicht auch lo mesure sowieso so weit durch mir 6 wie anders Ja. definitiv Laufstandswert so wie de Room guckenswert das ja so ungefähr dit auch lehnt op für die anderen Band Member gell weil die mag kischlechten Job gell sie gut Musiker gell ja me da fall leider nie de Problem bei der Band dat war nie de Problem ne me vielleicht könnt Leute bessen als sie auch mal delen ob sie so Alben hun wo hinnen absolut gönnet gefallen a wo se Genau. recht gehen oder auch unrecht all Kommentar aus Laptei an ich mein dummer hat mat fir haut alt nees gepackt an dir och de da is lädt also so lang gedauert huet an ich ging so mein Freund mir man Datei geschwoen nees an ja absolut dann bis demnächst halt nees bei Tom Medi. Cool. Oh,